Tja, wirklich schade, aber es gibt ja neue. So kurz vor Weihnachten ist Zeit, Gutes zu tun. Die Brings, die machen das ja gerne. Und in diesem Fall geht es sogar um ein Mitglied ihrer Technik-Crew. Daniel Schulz, genannt Jamba, hat Krebs schon zum zweiten Mal. Nur eine Immuntherapie kann ihm noch helfen. Doch die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht und die Brings, sie reagieren prompt. Dann zahlen wir das eben. Und Christian Blüm, der Drummer, hat Jamba sogar ins Bonner Johanniter-Krankenhaus begleitet. Lieber auch alles schön ausschwitzen. Ja, so ist das. Ausschwitzen. Ja, kannst du auch machen, indem du bei uns arbeitest. Stattdessen machst du einen auf faul. Ich glaube, das ist einfach nur ein Drückeberg. Gibst du? Manchmal. Immerhin frotzeln können sie noch. Brings Schlagzeuger Christian Blüm und sein Crewmitglied Daniel, genannt Jamba. Obwohl es für den zurzeit eigentlich nicht viel zu lachen gibt. Er hat Krebs, zum zweiten Mal schon, ein Tumor am Kiefer. Heute im Bonner Johanniter-Krankenhaus zur zweiten Therapieeinheit. Klar, man ist aufgeregt und ne, das ist natürlich immer noch eine Infusion, die man kriegt. Ne? Aber ich gehe eigentlich immer mit einem relativ guten Gefühl hin, weil ich natürlich weiß, mir wird geholfen und es passiert was im Körper. Ne? Das Besondere hier, diese Infusion bezahlt nicht die Krankenkasse. Denn Jambas Tumor ist extrem selten und gilt für die Kasse als austherapiert. Stattdessen zahlen seine Bandkollegen und viele Fans, die gespendet haben. An dem Zeitpunkt, wo klar war, jetzt geht es wirklich um die Wurst, da muss man dann die Entscheidung treffen, weil der Jamba seit vielen Jahren irgendwie Teil unserer Brings-Familie ist. Und wir haben in unserer Karriere auch an vielen Stellen einfach verdammt viel Schwein gehabt und sind richtig abgebogen. Und ich glaube fest an Karma und da muss man auch mal was zurückgeben. Die Therapie, um die es geht, ist die sogenannte Immuntherapie. Die gilt seit ein paar Jahren als Revolution in der Krebsbekämpfung. Der Bonner Onkologe Professor Koh möchte sie nun auch bei Jamba testen. In seinem Fall ist es wichtig, weil wir sonst keine andere Therapieoption mehr haben. Alle Therapieoptionen bei seinem sehr, sehr seltenen Tumor, den wir auch schlecht zuordnen können, gibt es nicht. Und hier kann man zumindest mal einen Versuch wagen. Ein Versuch, der Zehntausende Euro kostet. Viel zu viel für Jamba selbst. Nicht zu viel für die Erfolgsband plus hunderte Fans, die Geld spendeten. Ich habe mit dem Christian gesprochen und er erzählt mir dann so, ja, wir zahlen so den ersten, die 20 Euro und so. Und ich glaube, ich habe bestimmt eine Woche, 1,5 gebraucht, bis ich das realisiert habe. Dass ja, die Jungs mir das wirklich bezahlt. Den Tumor beseitigen kann die Therapie nicht. Aber wenn sie anschlägt, dem Familienvater noch viele Lebens- und Arbeitsjahre bescheren. Ich hoffe, dass der Jamba in Zukunft wieder mein Schlagzeug aufbauen kann und das so schlecht macht, wie er das immer gemacht hat, damit ich ihn anschreien kann. Nein, wir hoffen natürlich, dass wirklich die letzte Chance, die er hat, dass die zündet. Und im Moment sieht das gut aus. Und da würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn er wieder demnächst bei uns rumspringt.